Neujahrsvorsätze. Die meisten Menschen machen gar keine Neujahrsvorsätze. Und viele Menschen machen keine Neujahrsvorsätze mehr. Warum? Weil sie gemerkt haben, Neujahrsvorsätze funktionieren einfach sehr schlecht. Und trotzdem möchten wir heute gemeinsam anschauen, wir wollen ja trotzdem unsere Gewohnheiten verbessern, neue Gewohnheiten etablieren in unserem Leben und vor allem auch, wir möchten Dinge aus unserem Leben rauskicken. Wir haben letzte Woche gehört von Leo in einer eindrücklichen Message, du gibst dem Teufel einen Nagel in deinem Haus und er nutzt ihn, um das dreckigste, vermodernste Fleisch oder was auch immer dahin zu bringen, dass es dein ganzes Leben so mit einem modrigen Geruch verbreiten kann. Und so ist es, so ist der Teufel, aber die gute Botschaft ist, es gibt Hoffnung und Gott streitet mit uns in unserem Leben, dass wir neue, gute Gewohnheiten aufbauen können. Ich muss aber eigentlich mit einer eher schwierigen Geschichte in meinem Leben anfangen. Ich werde heute sehr ehrlich sein und ein großes Kapitel in meinem Leben aufmachen für euch, dass ihr reinschauen könnt. Es war vor etwa 2,5 Jahren, war ich nach der Arbeit, ging ich nach Hause, unterwegs noch, man gönnt sich ja sonst nichts, habe ich noch 2 Dosen Bier gekauft. So Feierabendbier macht man so, man hat Durst und dann das erste getrunken und dann gemerkt, ja, ein zweites, ich habe heute nicht mehr eine Verantwortung, komm, trinke ich noch ein zweites. Und so bin ich nach Hause gekommen, schon ein schönes Rüschli, wie wir in der Schweiz sagen. Mit einem schönen Rüschli bin ich schön heimgekommen. Und zu meiner Frau, zu meiner Tochter, alles gut, endlich Feierabend. Da ist die Frage, wer kocht, und da haben wir das so abgemacht, wer irgendwie da kocht. Und dann gab es ein kleines Missverständnis zwischen meiner Frau und mir. Und ich wurde aufbrausend und laut. Und das kann es ja mal geben, ist nicht das Problem, aber in diesem Moment ist es mir so eingefahren, weil ich in diesem Moment realisiert habe, hätte ich zuvor keinen Alkohol getrunken, hätte ich viel besser reagiert. Das war so das einschneidende Erlebnis in meiner Geschichte mit dem Alkohol. Ich bin heute ehrlich und ich spreche darüber, denn in den letzten Jahrzehnten ist es so, dass ich meinen Alkoholkonsum, der ist immer ein bisschen, hat er zugenommen. Immer ein bisschen mehr. Ich habe immer es geschafft, noch einen Tag oder 2 in der Woche gar nichts zu trinken. Ich habe immer noch geschafft, so eine Zeit mal zu machen, wo ich gefastet habe und dann gar nichts getrunken habe, so Pausen zu machen. Ich habe immer versucht, ich war nicht oft stark betrunken in meinem Leben. Das hatte ich als Teenager mal erlebt und gemerkt, das ist unangenehm, will ich nicht mehr. Aber so immer oder an sehr vielen Abenden dann eben doch einen rechten Pegel haben vom Alkohol. Und das war mehr und mehr geworden. Und dann in diesem Jahr eben, wo das passiert ist, vor 3 Jahren, habe ich gemerkt, es fällt mir mehr und mehr schwer, diese Grenzen, die ich mir selber setze, dieses Maß, also nicht das Maß Bier, sondern das Maßvolle, das ich eigentlich einhalten wollte, einzuhalten. Und an diesem Abend, wo ich gemerkt habe, jetzt reagiere ich sogar so wegen dem Alkohol, dass meine Frau es aushalten muss, jetzt ist eine Linie erreicht, ich will frei werden vom Alkohol. Ich muss dieses Thema anschauen, ich habe dem Teufel einen kleinen Nagel gegeben und jetzt hängt etwas da und das beginnt mehr und mehr in meinem Leben auszustrahlen, dass es mich in meinem ganzen Leben kaputt machen kann. Und so war ich da und ihr seht, das war so, war da auf der einen Seite, Joel da. Es ist ein bisschen übertrieben, ja, ich weiß. Aber so kann man sich bildlich vorstellen. Ich will frei werden vom Alkohol. Ich war an diesem Ort, hey, ich will das machen. Doch das war gar nicht so einfach. Wie macht man das da? Und ich möchte heute bewusst, ich erzähle jetzt von mir und es kann sein, dass du auch Alkohol bei dir ein Thema ist. Es sind etwa 20% der Menschen haben ein Problem irgendwie mit Alkohol. Aber es gibt auch ganz viele andere Dinge. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich möchte, dass du heute ein Stück weit ehrlich mit dem bist. Und wir sprechen heute mal über diese Dinge, die wir nicht schnell loslassen können. Über diese Dinge, die wir nicht einfach mit einem guten Jahresvorsatz dann
aus unserem Leben rausbringen möchten. Ich möchte dir eine neue Perspektive geben, wie du das überwinden kannst. Vielleicht gibt es Leute hier, die sind süchtig vom Online-Gaming. Online-Casino, du hast dich schon verschuldet. Leute, die so viel shoppen, dass sie immer wieder Schulden machen. Es gibt Leute, die sind süchtig von Pornografie, von Selbstbefriedigung, von Prostitution. Es gibt Leute, die sind nikotinabhängig. Es gibt Leute hier, die kiffen und werden nicht frei, haben es nicht im Griff. Es gibt Leute, die sind Social Media süchtig. Dein Konsum ist schon lange nicht mehr da, wo er dir gut tut. Er macht dein Leben kaputt. Es gibt Leute, die Gaming-süchtig sind. Es ist zu viel, du kommst nicht los davor. Und es gibt Leute, die tun sich einfach schwer, seit Jahren eine gesunde Glaubensroutine aufzubauen. Es gibt so viele Dinge, die der Feind irgendwie schafft in unser Leben, obwohl wir sind ja die heilige Kirche, niemand hier hat ein Problem vorne raus, aber wie es dahinter aussieht, so viele Gefangenheiten, wo wir merken, hey, so einfach die Dinge rauszuwerfen aus unserem Leben, ist es eben dann doch nicht so. Und etwas, was wir dann gerne machen, wir gehen hin und denken, so jetzt versuchen wir, Neujahrsvorsatz, und jetzt reiße ich hier diesen Sack, reiße ich weg, und was passiert? Anstatt dass dieser Sack du schön entsorgen kannst, kommt das ist wirklich grusiges Fleisch hier drin. Probier mal. Sonst noch wer? Da. Anstatt dass es schön mitkommt und du das aus deinem Leben rauskriegst, fällt es raus. Wer will noch ein Stück Fleisch? Hat jemand einen Hund zu Hause? Da. Entschuldigung. Also es ist irgendwie getrocknetes Hundefleisch, irgendwie so. Nein. Boah! Das hätte ich nicht machen sollen. Aber das ist das Bild. Du beginnst etwas rauszunehmen, du versuchst es und du spürst, es ist gar nicht so einfach und die ganze Soße, der ganze Dreck verzahlt sich nur noch mehr in deinem Leben. Und ich glaube, was mir mega wichtig ist, es gibt Leute hier, und jetzt bin ich gerade ein bisschen steil rein in dieses Thema. Glaub mir, es kommt schon gut. Es gibt einen Weg da. Ich habe es erlebt. Ich bin heute da. Ich trinke seit mehr als 2 Jahren keinen Alkohol mehr und mir geht es besser als je zuvor. Aber wenn du da drin bist, und das ist der erste Schritt, wenn du da drin bist und du hast es versucht und dann verlagert sich das Problem und breitet es aus, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du verlierst jede Hoffnung, dass mit deinem Leben doch noch etwas gut werden kann. Du verlierst jede Hoffnung, dass du eines Tages frei sein kannst. Du verlierst jede Hoffnung, dass du ein Mensch sein kannst, der nicht mehr unter all diesen Lasten in deinem Leben ist. Und obwohl du Christ bist und schon gebetet hast und vieles probiert hast, ist es nicht passiert und dann verlierst du die Hoffnung. Und das ist meine Bitte Nummer 1. Ich bitte dich, dass heute ein Abend ist, wo du vielleicht hast du den Glauben nicht, vielleicht weißt du nicht genau, wie du frei wirst davor. Aber ich bitte dich, wirf dein Vertrauen, deine Hoffnung nicht weg. Hebräer 10, Vers 35. Werft eure Zuversicht nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Die Bibel sagt, die Hoffnung schon alleine. Gott kann immer noch mehr tun. Du weißt nicht, wie er das tut. Du bist jetzt gerade in dem drin, du hast etwas versucht und es ist fast noch schlimmer geworden. Gott hat noch eine andere Perspektive. Gott hat Hoffnung in deinem Leben. Wen der Sohn Gottes befreit, der ist wirklich frei. Jesus hat einen teuren Preis bezahlt, um dir ein Leben zu retten, dich von der Sünde zu befreien, dich vom ewigen Tod ins ewige Leben hineinzubringen. Glaubst du nicht, dass er noch viel mehr in deinem Leben auch noch tun kann? Und ich bin da und ich sage dir, es gibt Riesenhoffnung für dein Leben. Ich glaube, der erste Schritt, was wir machen müssen, wenn wir da sind und wir haben Dinge in unserem Leben, wo wir wirklich nicht wissen, wie kommen wir jemals davon weg, wie können wir in dem Punkt uns wirklich verändern. Wir müssen uns überlegen, wie können wir erstmal einfach ehrlich sein. Es beginnt alles da.
Sei mal richtig ehrlich mit den Themen, mit dem Thema, was du da hast, mit dem stinkenden Fleisch. Nummer 1. Warum, die erste Frage ist, warum? Und das klingt so banal, aber ich musste mir überlegen, okay, ich möchte jetzt frei werden vom Alkohol. Und meine Frau hat mich gesagt, warum? Ich habe gesagt, das ist ja logisch, warum man frei wird. Nein, ist es nicht. Warum? Überlege dir, sag es mir, schreib es dir auf. Warum willst du überhaupt frei sein? Schreib dir eine Liste auf. Weißt du warum? Weil das wird das sein, wo du nachher motiviert bist. Ja, wenn ich kein Alkohol trinken würde, würde ich viel Geld sparen. Ich wäre am Abend fitter. Ich könnte mehr von meiner Ehefrau, von meinem Kind genießen. Wenn ich kein Alkohol trinken würde, gäbe es so viele Momente, wo ich andere Dinge machen könnte. Ich könnte mein Leben wieder, die ganze Energie in andere Dinge investieren. Und ich musste mir eine Liste schreiben mit den Dingen. Warum will ich wirklich überhaupt frei sein? Und schreibe dir das mal auf, es ist nicht so selbstverständlich. Das Zweite, überlege dir, wer möchtest du sein? Was ist die Identität, in was möchtest du hinein? Ich habe realisiert, wenn ich weiter Alkohol trinke, dann macht das mich, es ist so ungesund, Alkohol. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben werde. In meiner Geschichte habe ich meinen Vater und meine Großeltern, die haben Herzprobleme irgendwann gekriegt. Wenn ich mehr Alkohol trinke oder sogar richtig Alkoholiker werde, dann lebe ich bis 60, 70 und dann ist Ende. Aber ich möchte für meine Tochter, ihre Kinder, ein Großvater sein, der noch fit ist. Das war mein Bild. Ich muss mir überlegen, wen will ich mal sein? Ich möchte mal als 70-Jähriger immer noch mit meinen Großkindern Fußball spielen. Ich möchte immer noch fit sein da, aber wenn ich so Alkohol trinke, dann geht das nicht. Du musst ein Bild entwickeln, wo möchtest du hin? Und das Dritte, was sind die Kosten? Du musst dir überlegen, wenn du frei werden möchtest von etwas, bedeutet es immer auch, es hat einfach auch Kosten. Jetzt ist der ganze Dreck dran, das bedeutet, ich muss mich damit befassen, okay, das Zeug ist gefährlich, ich muss mich schützen selber, ich muss investieren in Handschuhe, das sind echte Professionelle, ich muss so eine dumme Maske anziehen, ich muss Dinge tun, wie zieht man das an? So. Wenn du wirklich frei werden willst, wird dich das etwas kosten. Es wird ein Aufwand sein, der schlussendlich größer ist, als du dir das wirklich vorstellst. Und du musst dir das zuerst überlegen, was es bedeutet, diese Dinge wirklich zu entsorgen. Und vielleicht braucht es mehr Schritte, als du denkst. Wer will das noch? Gut. Überlege dir, was die Kosten sind, wenn du wirklich frei werden möchtest. Und dann, ich habe ein Beispiel genommen an Daniel. Ich habe gemerkt, wenn ich wirklich frei werden möchte, ich muss mir neue Routinen aufbauen. Und die Geschichte von Daniel begeistert mich in dem drin. Daniel war, ich habe immer noch die Brille auf, ich habe ganz vergessen. Daniel war ein Mann aus Jerusalem wahrscheinlich, und als Nebukadnezar kam, hat er Jerusalem eingerissen und hat viele junge Männer aus den besten Familien hat er zu sich an den Hof geholt. Das war eine Riesenkatastrophe, und Daniel war einer dieser Männer, die auserwählt wurden, okay, du kannst jetzt am Königshof dienen. Und Daniel hatte irgendetwas, dass der König ihn am meisten schätzte von all seinen Beratern. Die anderen Berater, die selber aus Babylonien waren, die waren natürlich neidisch, waren eifersüchtig und haben ausgeheckt, wie sie genau dem Daniel das Bein stellen können. Und sie haben ein Gebot erlassen, dass niemand mehr beten darf. Die einen kennen die Geschichte. Und
Und jetzt kommt etwas, so dieser eine Bibelvers. Als Daniel davor erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder und betete zu seinem Gott und dankte ihm, und jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz, wie er es auch sonst 3-mal am Tag tat. Daniel war ein Meister darin. Er war in eine schwierige Zeit, er wurde verschleppt und jetzt kommen noch die Anfeindungen von den Leuten um ihn herum. Aber Daniel hatte etwas in seinem Leben aufgebaut. Er hat realisiert, in all den schwierigen Stürmen, in denen er drin ist, er braucht für sich eine Routine. Er braucht seine Gewohnheiten. 3-mal am Tag ist meine Gewohnheit. Ich gehe runter, ich kniee hin, ich bete zu Gott. Und diese Routine hat ihn dazu geführt, dass er eine Substanz hatte, dass er stabil war in seinem Leben drin, auch wenn es um ihn herum so schwierig war. Und genau das ist passiert. Sie haben ihn dann entdeckt und sie haben ihn dann in die Löwengrube geworfen und auch in der Löwengrube. Daniel hatte seine Routine, ist niedergekniet, hat gebetet. Diese Routine, die Daniel hatte vom Gebet, ich gehe 3-mal am Tag, ich gehe ins Gebet, hat ihm so eine unglaubliche Power gegeben, dass er stark wurde in all den herausfordernden Dingen drin. Psychologen haben herausgefunden, etwa 45% deiner täglichen Handlungen sind nicht Ergebnis von Entscheidungen, sondern Ergebnis von Gewohnheiten. Also 45, fast die Hälfte von all dem, was du machst, machst du, weil du eine Gewohnheit aufgebaut hast. Also wie wäre es, wenn du von diesen 45%, wenn du da die maximal nutzt und dir gute Gewohnheiten aufbaust? Und ich habe irgendwann realisiert, der Bibelvers, der am meisten in meine Situation hineingesprochen hat, und das hat mir so tief geholfen, war im Römer 12, Vers 21, da steht: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Alkohol besiegen, sondern besiege den Alkohol, indem du dir gute Gewohnheiten aufbaust. Lass dich nicht von Pornografie besiegen, sondern besiege Pornografie, indem du dir gute Gewohnheiten aufbaust. Lass dich nicht von Social Media besiegen, sondern besiege Social Media, indem du dir gute Gewohnheiten aufbaust. Verstehst du? Wir haben gelernt, wenn du ins Negative hineingehst, Schritt für Schritt, musst du irgendwann umdrehen und sagen, okay, ich beginne jetzt positive Gewohnheiten im Leben aufzubauen. Und so bin ich hingegangen mit meinem Leben und habe gesagt, Gott, was muss ich machen? Und ich habe einen Plan ausgeheckt und ich habe dir eine ganze Liste. Weil frei werden vom Alkohol klingt so cool, wow, auf einen Schlag wurde ich frei. So einfach war es nicht. Ich habe mir gebrainstormt, das war verantwortlich, dass ich frei werden konnte von Alkohol. All diese kleinen Gewohnheiten, die ich aufbauen musste in meinem Leben. Nummer 1, ich bin eben ehrlich geworden, ich habe eine Small Group. Alle 2 Wochen gehe ich in eine Small Group. Und da bin ich ehrlich, da habe ich meine Sünden bekannt. Da habe ich einfach, die kennen alles. Das ist eine Gewohnheit, die ich gehabt habe schon. Es gibt keinen Lebensbereich in meinem Leben, den niemand kennt. Das heißt, ich bin transparent. Das nächste, ich habe Auslöser stoppen müssen. Ich habe immer zu wenig getrunken, Wasser getrunken am Tag. Logisch war ich immer durstig am Feierabend. Das heißt, ich musste schauen, was sind diese Auslöser in meinen negativen Gewohnheiten und musste schauen, welche Gewohnheiten kann ich ändern, schlau sein, damit diese Auslöser nicht mehr da sind. Das nächste, ich habe Bibellesen immer wieder mich darum bemüht, dass ich eine gute Routine daran habe. Bibellesen ist die beste Gewohnheit, Grundgewohnheit, um dich mit Wahrheit zu füllen und aufzutanken. Ich habe mir angewöhnt, regelmäßig täglich Zeiten zu haben, wo ich bete und höre auf Gottes Stimme. Das war so wichtig in dieser Zeit, weil ich musste immer wieder bei Gott Dinge ablassen und wieder Dinge hören vor ihm. Ich habe mir angewöhnt, regelmäßig in die Seelsorge zu gehen, um meine geistlichen Wurzeln
hinzulegen. Ich musste dann in professionelle Hilfe gehen. Ich musste meinen Schlafrhythmus überarbeiten. Warum? Wenn ich immer am Abend bis um Mitternacht auf bin, habe ich 4 Stunden, an denen ich Bier trinken könnte. Das ist ein Problem. Wenn ich aber am Morgen um 6 Uhr aufstehe, bin ich abends um 10 schon müde und kann ins Bett gehen. Ich musste meinen Medienkonsum ändern, weniger Netflix am Abend. Ich habe angefangen Sport zu machen, musste mir andere Hobbys noch suchen. Ich habe einen Notfallplan gemacht, was mache ich, wenn ich plötzlich unbedingt ein Bier trinken will. Und ich habe mir eine Niederlagestrategie auch gemacht. Was ist meine Gewohnheit, wenn ich mal fehlen würde und ich würde versagen? Das waren die kleinen Schritte. Und das ist die Kraft, wenn du merkst, du hast große Dinge in deinem Leben, dann fang an, was sind kleine Gewohnheiten, die du aufbauen kannst in deinem Leben. Denn besiege das Böse durch das Gute. Besiege das Böse durch das Gute. Ich habe immer gemeint, es liegt daran, oder ich habe so Probleme in meinem Leben, weil ich einfach zu wenig Disziplin habe. Kennst du so Menschen? Es gibt doch so Menschen, die richtig viel Disziplin haben. Kennst du solche? Und ich habe immer gedacht, ja, Disziplin ist einfach das Problem. Als Gott Disziplin verteilte, hat er meinem Charakter weniger gegeben. Meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, alle sind disziplinierter als ich. Gibt es sonst noch Leute, die einfach weniger, ja, da gibt es noch jemand, der ehrlich ist. Und wir haben das Gefühl, ich bin einfach zu wenig diszipliniert, das sollen andere sein. Und ich habe gemerkt, irgendwann, Disziplin oder Selbstbeherrschung ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Im Galater 5, Vers 22 bis 23 lesen wir: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ich musste ein bisschen neu denken in diesem Thema. In anderen Übersetzungen heißt es auch Disziplin. Das Problem ist nicht, dass ich zu wenig Disziplin einfach habe. Und das Problem bei dir ist auch nicht, dass du einfach zu wenig Disziplin hast. Jeder von uns hat die Portion vom Heiligen Geist erhalten, die er braucht an Disziplin. Bin ich überzeugt. Das Problem war nur, dass ich meine Disziplin, die ich erhalten habe, nicht wirklich eingesetzt habe, um die kleinen Schritte zu gehen, die ich konnte mit dieser Disziplin. Ich habe dir eine Leiter mitgebracht mit Riesensprossen. Kannst dir vorstellen, diese Person, wenn sie da hochgeht, zuerst natürlich so, oder? So ein schöner Klimmzug und dann noch durchstrecken und dann irgendwie hoch. Das sieht sehr krass aus, wenn jemand das macht, aber es ist sehr umständlich und die wenigsten Leute können so eine Leiter hochklettern. Und ich habe gemerkt, manchmal bin ich zu stolz, um meinen Weg unterteilen in kleinere Schritte. Eine Leiter mit Riesensprossen ist einfach überfordert mich und ich muss lernen, meinen Weg in kleine Schritte zu unterteilen. Die kleinen Schritte, die ich machen kann und wo ich nachher weiß, die geben mir wieder ein Erfolgsgefühl und ich kann nachher motiviert den nächsten Schritt machen. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir Menschen müssen uns der Leiter anpassen. Wir Menschen müssen doch jetzt sofort, von heute auf morgen müssen wir doch jetzt frei sein. Und so dachte ich oft, aber ich habe gemerkt, ich muss schauen, wie kann ich meine Leiter so bauen, dass die kleinen Schritte machbar sind für mich. Weißt du, was in deinem Gehirn passiert? Ich habe es dir hier illustriert mit AI, wunderschön. Die schlauen Menschen unter uns sind die kleine Schritte machen. Die sagen, okay, ich mache mir jetzt für dieses Jahr einen kleinen Vorsatz, den ich aber machen kann. Was passiert? Bei jedem kleine Gewohnheit, die du aufbaust, großes Glück. Dopamin schüttet sich aus. Dein Gehirn lernt, wow, du kannst überwinden, kleine Dinge machen und du kriegst eine Siegermentalität. Dein Glaube steigt, deine Hoffnung steigt, deine Zuversicht steigt. Auf der anderen Seite, wenn du ein Mensch bist, der sagt, ja, ich muss halt auch die großen Schritte machen, du schaust nach links und rechts, ja, weißt du, der macht 1 Stunde Bibel lesen jeden Tag, ich muss das jetzt auch können, dann machst du es 3 Tage und dann
schaffst du es wieder nicht mehr. Was passiert? Du hast einen Teufelskreis in deinen Gedanken drin, wo du lernst, okay, ich bin halt ein Versager, ich habe halt zu wenig Disziplin, ich schaffe das halt nicht und du wirst von Misserfolg zu Misserfolg immer mehr entmutigt. Aber liebe Freunde, das muss nicht sein. Ich habe dir mitgebracht, ganz praktische Tipps jetzt. Wir möchten heute damit enden, dass wir selber uns überlegen, was ist ein sinnvoller nächster Schritt. Wir machen nicht Neujahrsvorsätze, aber wir überlegen uns, was könnten wir in diesem Jahr für einen Schritt machen, der gut für uns ist. Und ich sage dir mal, was sind gute, einfache Gewohnheiten, die du dir aufbauen könntest. Nummer 1. Mach nur eine Sache aufs Mal. Überlege dir, was ist ein Ding, an dem du jetzt arbeiten kannst. Wenn du das mal, wir machen manchmal fürs ganze Jahr 3, aber du weißt, jetzt mache ich erstmal diesen Schritt und dann irgendwann den nächsten. Überlege, was ist jetzt gerade dran. Und dann gibt es diese 2-Minuten-Regel. Überlege dir, welche Gewohnheit könntest du in deinem Leben einbauen, die nur 2 Minuten dauert? Zum Beispiel Push-ups am Morgen. Alright, machen wir ja jetzt schon den ersten Plan. Okay, Liegestützen am Morgen machen. Oder wie lange kann man? 2 Minuten ein Bibelvers lesen und dann darüber nachdenken 1 Minute lang. Das ist machbar. Sei nicht zugleich zu groß. 2 Minuten ist easy. Nutze bestehende Routinen. Was machst du jetzt schon? Und da könntest du es einbauen. Zum Beispiel fülle diesen Satz aus. Wenn ich gemacht habe, dann mache ich Zum Beispiel, wenn ich morgens meine Augen aufgemacht habe, dann lese ich zuerst einen Bibelvers. Wenn ich abends meine Zähne geputzt habe, dann stecke ich neu mein Nattel in der Ladestation in der Küche ein. Oder einfach was auch immer. Schaue, welche Routinen könntest du machen. Immer wenn ich in den Zug einsteige, öffne ich gleich die Bibel-App. Einfach kombiniere deine Gewohnheiten so mit dem, was du sowieso schon machst. Der nächste Schritt: Höre bei deinen Schritten, die du machen solltest, immer auf deinen Coach. Ich liebe diesen Bibelvers im 1. Timotheus. Sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser. Ich habe aufgehört, Next Steps zu machen, ohne dass ich wirklich spüre oder ins Gebet gehe, Gott, willst du das? Macht das Sinn aus deiner Perspektive? Und ich gehe ins Gebet, Gott, sage mir, was ist deine Sicht auf mein Leben? Und ich gehe nicht einfach rein in all diese Dinge, wo ich finde, sollte ich noch als nächstes machen, weil es eigentlich dazu neige, zu große Schritte zu machen, sondern ich höre auf Gott, was ist das, was er will für mich. Wir haben im ICF und Steph haben wir so eine Routine, wo wir sagen, immer einmal im Jahr schauen wir unsere Next Step Bereiche an. Leo hat vor einigen Jahren mal ein Buch geschrieben, das heißt Lebe wie niemals zuvor. Und da drin sind so diese 5, hast du gemacht, hast du gelesen, gut, sind diese 5 Lebensbereiche, sind die drin. Und wir gehen da durch, ihr seht hinten die 5 Lebensbereiche und man überlegt, okay, wie sieht es aus mit meinem Glauben, mit meinen Beziehungen, mit meiner Gesundheit, mit meinen Ressourcen, mit meiner Arbeit und dann überlegen wir, okay, was könnte jetzt ein nächster Schritt sein? Und wir haben das auch dieses Jahr wieder gemacht als Staff und ihr habt hier ein paar der Angestellten, die sagen, was ist ihr Punkt, wo sie fürs neue Jahr ein Next Step machen? Heute fragen wir unseren Steph, was ihre Next Steps sind für nächstes Jahr. Ja. Sorry, schnell. Meinen Bachelor abschließen in Theologie. Ein Preaching-Plan fürs Preschool Kids. Wieder eine regelmäßige Routine im Bibellesen. Die Frucht der Liebe und der Sanftmut trainieren. Ich will in der Jüngerschaft wachsen. Ich bin der Joel, komme aus der Schweiz. Ich möchte die Guest Experience im Januar sauber übernehmen und auf ein Next Level bringen.
Ich will das Jahr weniger am Handy sein und mache Skizzen analog und meine Notizen auch. Meine beiden Small Groups so vorzubereiten, dass jeder von ihnen selber eine Small Group leiten kann. Mindestens 8 Stunden pro Tag schlafe. Endlich mal die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Einer meiner Next Steps ist es, ein Papa, ein Ehemann sein, der seiner Familie mit Freuden dient. Am Morgen und am Abend jeweils mindestens 10 Minuten für andere Leute zu beten. Ich will mich entscheiden, was für eine Ausbildung das ich noch machen werde in meinen nächsten paar Jahren. Weiterhin jeden Morgen das Abendmahl nehmen und mich so auf die Kraft Gottes jeden Tag neu einlassen. So Solitude, Einsamkeitstage einplanen in meinen Terminkalender. Intensiver in meine Freundschaften investieren. Geduldiger werden. Meine stille Zeit mit Jesus auf ein neues Level bringen und eine feste Routine reinbringen. Das Prinzip mit dem Sabbat besser zu leben und es wirklich einmal in der Woche mir die Zeit rauszunehmen. Ich plane im 2026 so zu fasten wie noch nie zuvor. Darum bereite ich mich jetzt schon vor, wie ich diese Zeit vor Ostern nutzen werde, um Durchbrüche zu erreichen. Wunderbar! Weißt du, ich liebe es, weil dieser Staff, viele von Ihnen haben das schon einige Jahre gemacht. Und Sie haben gemerkt, es bringt nichts, wenn Sie riesige Steps irgendwie da aufschreiben, die Sie gar nicht innerhalb von einem Jahr machen können. Und ich möchte dich jetzt stellen, wir geben Gott jetzt gleich die Möglichkeit, dass er in unser Leben hineinsprechen könnte. Ich möchte kurz beten und dann hören wir einfach oder überlegen uns, wäre so ein kleiner Schritt. Die Bibel sagt uns, besiege das Böse, indem du Gutes aufbaust in deinem Leben. Besiege das Böse durch das Gute. Mach deine schlechten Gewohnheiten kaputt, indem du dir positive, gesunde, gute Gewohnheiten aufbaust. Und ich glaube, Gott wird heute zu uns sprechen. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Du bist der beste Coach. Auf dich zu hören, deine Meinung über unser Leben, deine Weisheit zu haben, deine Stimme zu hören, ist das Wertvollste. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, du siehst, wo wir stehen. Wir verstecken jetzt vor dir nichts, Jesus. Es gibt Riesendinge vielleicht, die wir gerne loshaben möchten, wo wir im Moment noch überfordert sind. Aber ich bitte dich, Jesus, dass du zu jedem jetzt sprichst. Was könnte denn der nächste kleine Schritt sein, den wir mit dir machen könnten? Wenn ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, dass Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen.